Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen können, um über eine bestimmte Frage nachzudenken. Es war in einem Krankenhaus, da wird ein Patient eingeliefert und als erstes holt er aus seiner Tasche eine Bibel raus und legt die auf seinen Nachttischschrank. In dem Moment kommt der Arzt dort hinein und sieht das und er sagt: Sagen Sie mal, Sie lesen doch wohl nicht in der Bibel? Doch, doch, sagt er, dazu habe ich ja die Bibel mitgebracht. Ja, aber wissen Sie, Ihr Buch ist ja total veraltet. Was da drin steht, das ist ja wissenschaftlich überhaupt nicht zu halten. Und dann sagt er: Was haben Sie denn dagegen? Ja, sagt er, in Ihrem Buch steht doch drin, dass Gott aus der Rippe des Mannes eine Frau gemacht hat. Wenn das stimmen sollte, dann müsste ja der Mann eine Rippe weniger haben. Und das kann ich Ihnen als Arzt bestätigen. Mann und Frau haben gleich viele Rippen. Da sagt der Patient: Herr Doktor, das haben Sie noch nicht zu Ende gedacht. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben hier einen Patienten und ihm wird ein Bein amputiert und der wird geheilt nach Hause entlassen und zeugt einen Sohn. Herr Doktor, wie viele Beine wird der Sohn haben? Und so bekam er guten Nachhilfeunterricht in Genetik und auch in biblischem Unterricht. Wir wollen uns auch mit der Bibel beschäftigen, und zwar mit einem ganz speziellen Ereignis, das ist die Sintflut und dort speziell die Arche Noah. Wir wollen die Frage stellen: Wie gut war eigentlich Noahs Arche konstruiert? Hier nochmal einen kurzen Hinweis auf meine Homepage www.wernergitt.de, wo man Bücher und auch viele Aufsätze und auch in verschiedenen Sprachen runterladen kann. Wenn wir uns die Bibel ansehen, dann sehen wir, sie berichtet vom ersten Augenblick der Weltgeschichte bis zum letzten Punkt der Weltgeschichte. Das gibt es in keinem Buch der Geschichte, nur in der Bibel. Und wir sehen auf dieser Grafik, dass es 5 markante Ereignisse auf dieser Zeitachse gibt. Es fing an mit der Schöpfung, dann gab es den Sündenfall, wo der Mensch sich von Gott entfernte, dann kam die Sintflut, dann kam das Kreuz, die Erlösung durch Jesus Christus, und am Ende der Weltgeschichte wird Jesus wiederkommen. Und wir sehen, da ist eingezeichnet die Gegenwart. Und wenn wir Dinge verstehen wollen aus der Vergangenheit, dann müssen wir einige Sprünge machen. Nämlich diese eine Kurve, die dort, sagen wir die Kurve 1, das ist das, was wir naturwissenschaftlich gut begründen können, was wir beobachten können und sehen können. Dann die Kurve 2, was war vor der Sintflut, ist schon viel, viel schwerer zu ergründen. Und was war vor dem Sündenfall, zwischen Schöpfung und Sündenfall, ist naturwissenschaftlich uns überhaupt nicht zugänglich. Wir sind einzig da auf die Bibel verwiesen, um dort Informationen zu bekommen. Hier sehen wir die Wasserverteilung auf dieser Erde, wie es heute ist. Wir sehen, der größte Teil des Wassers ist in den Ozeanen. Und dann weiter ist das Wasser noch verteilt in den Gletschern und Seen und Flüssen. Und hier sehen wir die sogenannte hypsographische Kurve der Erdrinde. Das zeigt uns an den tiefsten Punkt auf dieser Erde, das im Marianengraben, ungefähr 11.000 Meter tief, und der höchste Punkt ist der Mount Everest. Und diese schwarz durchgezogene Kurve, das ist die Verteilung von Land und Meer. Und wir können sagen, vor der Sintflut gab es eine andere Verteilung, die viel flacher gewesen ist. Wir kennen sie nicht genau, aber wir wissen, dass sie grundlegend anders gewesen sein muss. Und hier sehen wir etwas Interessantes, nämlich die Verteilung des Alters bei den Patriarchen. Und wir stellen fest, dass bis zur Sintflut das Alter so im Mittel gleich war. Und dann geht es ab der Sintflut stark bergab, nämlich nach einer E-Funktionskurve, so habe ich es hier mal ausgerechnet, wie das Alter sich einpendelt auf 70 bis 80 Jahre, wie es im Psalm 90 heißt. Wir sehen also, die Sintflut hat eine sehr, sehr starke Veränderung auf der Erde gebracht, sodass die Alterskurve ganz stark absteigt. Gott hatte den Auftrag gegeben, eine Arche zu bauen. Und damit wir uns eine Vorstellung machen von dieser Arche, habe ich das mal als Steckbrief dargestellt. Wenn wir einen Steckbrief über die Arche schreiben würden, wie würde das aussehen? Nun, welches Schiff wurde von keinem Menschen in Auftrag gegeben und doch existierte es?
Welcher Reeder ließ nur ein einziges Schiff bauen und dennoch ist sein Schiff, das noch nicht einmal einen Namen trug, weltbekannt? Im Laufe der Weltgeschichte sind die unterschiedlichsten Spezialschiffe gebaut worden, wie zum Beispiel Erzfrachter, Tanker, Passagierschiffe, U-Boote. Solche Schiffstypen werden immer wieder gebaut. Welches Schiff wurde historisch einmalig und nur für einen einzigen und nie wiederkehrenden Zweck gebaut? Von welchem Schiff mit der Tonnage in der Größenordnung eines Ozeanliners existierten niemals Konstruktionszeichnungen? Welches Schiff war nur zum einmaligen Gebrauch, also nur für die Jungfernfahrt konzipiert? Die Titanic hat ja auch nur die Jungfernfahrt mitgemacht, dann ging sie ja unter, aber das war nicht so geplant. Sie sollte dann eigentlich immer wieder eingesetzt werden. Der Neubau von Schiffen geschieht normalerweise an Land. Nach Fertigstellung wird das Schiff auf einer schiefen Ebene zum Rutschen gebracht und so erstmals auf dem sogenannten Stapellauf zu Wasser gelassen. Welches hochseetüchtige Schiff von immenser Größe hat nie einen Stapellauf erlebt? Welches Schiff wurde auf dem uferlosen Gewässer eingesetzt, das noch weit größer ist als der Pazifische Ozean? Welches Schiff von vergleichbarer Größe und Bedeutung wurde ausschließlich von Laien gebaut und begab sich auf große Fahrt, ohne das Ziel zu kennen? Welches Schiff hat eine so kostbare Fracht transportiert, dass jeder einzelne von uns heute noch Nutznießer davon ist? Und hier haben wir die Auflösung dazu. Das Schiff wurde direkt von Gott in Auftrag gegeben. Er war also der Reeder dieses einzigartigen Schiffes. Von Gott stammte auch der Konstruktionsentwurf hierfür. Gott war der Steuermann dieses Schiffes, darum brauchte es auch weder Kompass noch Ruder. Erbaut wurde das Schiff auf der Werft Noahs. Er war weder ein gelernter Schiffbauer noch Ingenieur, sondern ein Nomade und Viehzüchter. Bei der Ausschreibung Gottes bekam er dennoch den Zuschlag, weil er der Einzige war, der Gott vertraute. Das Schiff lief unter der unsichtbaren Flagge Gottes und wurde im 600. Lebensjahr Noahs in Dienst gestellt. Es machte nur eine einzige Fahrt und das war die Jungfernfahrt. Das Schiff hatte die kostbarste Fracht an Bord, die je ein Schiff mit sich führte, nämlich das Erbgut für die zukünftigen Menschen und auch für alle Landlebewesen. Wäre dieses Schiff untergegangen, wären wir heute nicht hier. So sind wir schicksalhaft mit diesem Schiff verbunden. Natürlich konnte dieses Schiff nicht untergehen, weil der Konstrukteur, der Reeder und der Steuermann Gott selbst war. Das Schiff wurde nie auf einen Namen getauft. Das in der Bibel verwendete Wort Teba ist kein Eigenname, sondern eine Beschreibung, die auch verwendet wurde für das Rohrkästchen, in dem Mose ausgesetzt wurde. Dieses sonderbare Schiff ist dennoch weltbekannt als kastenförmige Konstruktion unter der Bezeichnung Arche. Die Arche musste genug Platz haben, um alle Landlebewesen unterzubringen. Sie musste außerdem so groß bemessen sein, um einen Nahrungsvorrat aufzunehmen, der für den Zeitraum von etwa einem Jahr ausreichte. Das waren genau 371 Tage. Zwischen Gott und Noah gab es ein grundlegendes Arbeitsprinzip, das auch heute noch für uns gilt. Also das erste Prinzip nenne ich hier: Was Noah tun konnte, war ihm aufgetragen. Was Noah nicht vermochte, das tat Gott für uns. Ein wunderbares Prinzip. Gott hat mir Dinge aufgetragen, die ich tun soll, und es gibt viele Dinge, die ich nicht tun kann, und das tut Gott. Und so ist das eine gute Aufteilung auch im Dienst für Gott, den wir hier und da tun. Und darum heißt es in Genesis 6,22, und Noah tat alles, was Gott ihm gebot, also was er auch tun konnte.
Die Überlegungen waren wie folgt: Noah hatte keine Ahnung, wie man ein Schiff baut, und so gab Gott ihm dazu die notwendigen Anweisungen. Wenn Gott die Maße für das Schiff bestimmt hat, dann müssen diese aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht die allerbesten sein. Das war mein Grundansatz. Diese Maße der Bibel finden wir ja in der Bibel. Und ich dachte, wenn das von Gott gegeben ist, müssen diese Maße nicht mehr verbesserbar sein. Und das müssten wir dann mit Hilfe der Möglichkeiten, die wir heute haben, aufgrund der Mathematik, der Computer und alle Kenntnisse von den Naturgesetzen, dann auch rechnerisch nachrechnen können. So haben wir heute die notwendigen Kenntnisse, um Schiffe zu bauen, und die nötigen Werkzeuge, um diese Lösung auszuführen. Das Ziel meiner folgenden Darlegung ist nun, dies aus technisch-wissenschaftlicher Weise zu zeigen. Also, die Bibel sagt uns, wie die Abmessungen sind: 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. In heutigen Maßen sind das etwa 131 Meter in der Länge, 22 Meter breit und 13 Meter hoch. Das ergibt einen Rauminhalt von 13.250 Bruttoregistertonnen. Welche sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Konstruktion der Arche? Das können wir uns ganz schnell überlegen. Die Arche muss genug Platz bieten für alle Landlebewesen. Und das steht in Genesis 6,6, Verse 18 bis 20. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit deinen Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. An den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Die von allen sollst du ein Paar zu dir hineingehen lassen, dass sie leben bleiben. Also jetzt kommen wir zu den Konstruktionsvoraussetzungen. Ein Vorrat von 371 Tagen muss an Bord genommen werden. Das steht in Genesis 6,21. Und du sollst von dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird. Und du sollst sie bei dir sammeln, dass sie mit dir und ihnen Nahrung diene. Die Bibel ist sehr, sehr präzise und beschreibt uns den gesamten Verlauf der Flut. Wir sehen hier anhand dieser Grafik, alle diese Daten sind der Bibel entnommen. Zunächst mal hat es 40 Tage ununterbrochen geregnet und auch die Quellen der Tiefe haben sich geöffnet. Dann stand die Flut 110 Tage auf Maximalstand und dann nahm das Wasser ab, wie wir hier anhand dieser Grafik sehen. Nun, welche sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Konstruktion einer Arche? Das sind jetzt die konstruktiven Maßnahmen. Dieses Schiff musste ja nicht schnittig sein und einen geringen Fahrwiderstand haben, und darum wurde die einfachste Bauform gewählt, nämlich ein Kasten. Dann weiter können wir uns vorstellen, dass ein wirtschaftlicher Materialeinsatz von Gott verordnet wurde. Also Noah sollte nicht 3 Wälder abholzen, wenn ein Wald das auch getan hätte. Also Gott geht um in wirtschaftlicher Weise mit den Ressourcen. Das ist also auch ein wichtiger Gesichtspunkt. Und die optimalen Parameter bezüglich der Schwimmstabilität. Das ist sehr wichtig, wenn ein Schiff schwimmen soll und auch Wellengang und Wind ertragen muss, dann muss das entsprechend auch konstruiert werden. Was ist die Lösung des Problems? Zunächst mal Gottes Anteil. Da hat Gott gesagt, wie Noah das machen sollte: Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche sie mit Pech innen und außen und mache es so: 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite, 30 Ellen die Höhe. Dann noch ein Fenster und so weiter. Das waren die Anteile Gottes. Und jetzt kommt Noahs Anteil, wo es da heißt in Genesis 6,22: Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Und jetzt kommt meine Arbeit, die will ich hier so skizzieren. Was Noah zu seiner Zeit nicht zu tun vermochte, habe ich jetzt einige tausend Jahre später selbst gemacht. Nämlich das Auffinden der optimalen Parameter für eine Arche
unter Anwendung von Naturgesetzen, Mathematik und Computern. Das habe ich mir zur Aufgabe gestellt und ich wollte sehen, was dabei rauskommt. Natürlich habe ich nicht geahnt, wie das geht. Nun, die Arbeitsaufteilung zwischen Gott und Noah war ja, Gott beauftragte Noah nur jene Dinge zu tun, zu denen er fähig war. Also den Rest, zum Beispiel die optimale Bestimmung der Konstruktionsparameter nach schiffbautechnischen Gesichtspunkten, das tat Gott. Und so kommen wir jetzt zu einem zweiten Prinzip. Gott geht wirtschaftlich mit menschlichen Ressourcen um. Das sollten wir auch bedenken, wenn wir im Dienst für Jesus stehen, in unserer Zeit, dass wir die Ressourcen, die wir haben, optimal einsetzen. Das heißt, auch unsere Lebenszeit sollen wir entsprechend planen und optimal einsetzen und nicht Zeit vergeuden, die wir eigentlich gut im Reiche Gottes einsetzen könnten. Mein Gedankengang war der, ich bin sicher, wenn es zur Zeit Noahs schon Computer gegeben hätte, hätte Gott zu Noah gesagt, schreibe ein Computerprogramm und finde selbst die optimalen Parameter für die Arche heraus. Aber Noah konnte das nicht, er hatte vielleicht nur einen Abakus und so hat Gott für ihn die Sache ausgerechnet. Heute verfügen wir über die Möglichkeiten, das selbst zu berechnen. Wenn wir uns einmal eine Vorstellung machen wollen, wie groß die Arche war, dann können wir das hier ganz leicht einmal sehen an dieser Fähre, die von Travemünde nach Trelleborg führt. Wenn wir uns dieses Schiff ansehen, dieses Schiff hatte in etwa die Größe der Arche. Nur dieses Schiff ist nicht so ganz kastenförmig, aber so war es bei der Arche. Und wie vorhin schon gesagt wurde, wir sind es gewohnt, in Kinderbüchern und so weiter, die Arche immer als kleines Spielzeug zu sehen. So wie hier auch bei einer Karikatur in der Zeitung. Und oft sehen wir auf den Kinderbüchern auch so eine kleine Arche und irgendwo guckt dann so eine Giraffe aus dem Fenster und Noah winkt daraus. Also wir haben alles so diese verniedlichende Form. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus einer Bibel. Das ist gleichzeitig die älteste Bibel, die ich habe, aus dem Jahre 1720. Es ist auch meine schwerste Bibel, die wiegt 11 Kilo. Und es ist gleichzeitig auch meine teuerste Bibel. Ich weiß nicht, wie viel ich dafür kriegen würde, wenn ich sie verkaufen würde. Das werde ich aber nicht tun. Aber in dieser besonderen Bibel ist etwas Schönes, was mir gefällt. Der Mann, der diese Bibel aufbereitet hat zum Druck, hat sehr viele Kommentare gegeben. Und das ist das einzige Buch, das ich gesehen habe aus früherer Zeit, wo wirklich die Konstruktion der Arche so realistisch dargestellt wird, wie es auch die Bibel sagt. Nämlich ein Kasten, wie wir deutlich sehen, und dann drei verschiedene Decks. Das ist also das, was wir sehen. Hier habe ich mal ein paar Vergleichszahlen. Die Niels Holgersson und Peter Pan, das sind ja diese Fährschiffe, die von Travemünde nach Trelleborg fahren. Und wenn wir dies mit der Arche vergleichen, dann können wir etwa sehen, dass das alles im Prinzip vergleichbar ist. Und das Besondere an dieser Bibel ist, dass dort sehr viel Kommentar ist. Und der Kommentar, hat man den Eindruck, das hat ein Ingenieur geschrieben. Der kennt sich aus, wie man es machen muss. Und der hat sich genau überlegt, auch in seiner Beschreibung, was man auf den einzelnen Decks laden muss. Und da hat er zum Beispiel hier die 3 Decks nochmal dargestellt. Und er sagt uns, wie das beladen werden muss, wenn man das vernünftigerweise macht. Und er sagt, im unteren Deck muss man die Löwen, die Tiger, die Kamele, die Elefanten und die Pferde unterbringen. Sehr gut gedacht. Warum? Das sind die Tiere mit großem Gewicht und damit wird der Schwerpunkt des Schiffes tief nach unten gesetzt. Wir werden das gleich noch sehen anhand der mathematischen Gleichungen, dass das von Bedeutung ist. Dann hat er sich überlegt, im mittleren Deck, da kann man etwas leichtere Dinge unterbringen, also Heu und Stroh und Käse und Butter und Früchte, Zwieback und Werkzeuge. Also so genau hat er sich das überlegt. Und im oberen Deck die Eulen, die Enten, die Störche, die Fasanen und die Schwalben. Also alles, was leicht ist. Und das bringt den Schwerpunkt dann entsprechend, wenn man das so anordnet, kommt der Schwerpunkt tief zu liegen. So, jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich das Ganze einmal berechne, hier haben wir nochmal die Arche mit dem Querschnitt Breite und Höhe, B und H. Dieses Volumen lässt sich sehr leicht ausrechnen, B mal H mal L, das wäre das Volumen.
Und wir stellen fest, wenn wir den Materialbedarf machen, und ich tue das mal einfach gleich in jedem Deck, dann wäre das 4 mal B, also 4 mal die Breite, 2 mal die Höhe und das Ganze mal Länge. Das wäre der Materialbedarf. Und dieser Materialbedarf, der muss minimal sein. Das ist die mathematische Bedingung, einen minimalen Materialeinsatz. Weil Gott ein Prinzip hat, er geht ökonomisch um mit unseren Ressourcen. Nun habe ich gedacht, das kann man alles ganz schnell berechnen. Ich habe mir so vorgestellt, ein Kasten, das hast du mal so eben am Abend nach Feierabend mal schnell ausgerechnet, dann bin ich damit fertig. So ein Kasten kann ja nicht schlimm sein. Aber dann ging das schon los, dass das also schon mal recht kompliziert war. Und ich habe dann eine Gleichung gefunden, die speziell diesen Materialbedarf beschreibt. Und der besteht aus 2 mathematischen Ausdrücken, A1 und A2. A1 beschreibt die Maße in absoluten Werten. Das heißt, wenn ich die einfach um den Faktor 2 vergrößere oder so, das ist der Term. Und dann gibt es einen Ausdruck A2 und da sehen wir, das fällt auf, dass nur das Verhältnis Breite zu Höhe darin eingeht. Das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir sehen, das Breiten-Höhen-Verhältnis hat eine ganz besondere Bedeutung bei der Berechnung des Materialbedarfs. Und wie wir hier sehen, nach Umformung der Gleichungen komme ich auf einen Ausdruck A2 und da kommt in der Formel nur B zu H vor und dieser Wert, das habe ich also so formuliert, der muss maximal werden. Wenn dieser Wert A2 maximal wird, dann ist der Materialbedarf minimal. So sieht die ganze Sache aus. Dieser Ausdruck ist dann außerdem dimensionslos, er hat keine Dimension. A2 ist also eine rein künstliche Größe, die ich also mathematisch gefunden habe als beste Möglichkeit der Beschreibung. Und jetzt haben wir hier schon die erste Kurve, die ich hier mit einem Computer dann berechnet habe. Und wir sehen, das ist so eine Kurve, die hat oben ein Maximum. Das Maximum liegt bei B zu H gleich 0,5. Dieser Wert, wo hier das Maximum ist, wäre eine Arche mit dem allerkleinsten Materialbedarf. Also eine Arche mit noch kleinerem Materialbedarf kann man nicht mehr bauen. Das lässt sich mathematisch sehr schön zeigen. Und ich habe hier auch mal daneben geschrieben, wie die Form der Arche wäre. Und diese Arche mit dem minimalen Materialbedarf, können wir sehen, das wäre eine Arche, die höher wäre als die Breite. Und da können wir uns schon vorstellen, wenn wir mit so einer Arche spazieren fahren, was würde passieren? Kippt sofort um. Also wir sehen, das, was so angenehm wäre, eine Arche zu bauen mit dem allerkleinsten Materialbedarf, die ist leider instabil. Und wir können uns vorstellen, dass können wir ganz schnell uns so ausdenken, eine Arche, die sehr flach wäre, die kann ja überhaupt nicht mehr kippen. Das ist also die ganz rechts, das wäre eine sehr stabile Arche. Nun sehen wir aber schon, so stabil, so wie ein Brett muss es nicht sein, weil dann nämlich auch der Materialbedarf zu stark ansteigt. Und wir können uns schon vorstellen, was wäre das Beste? Irgendwo dazwischen muss es was geben. Aber jetzt kommen wir noch zum zweiten Gesichtspunkt, der von Bedeutung ist, und das ist die Stabilität, die Schwimmstabilität. Wir sehen hier alle Bewegungen, die die Arche ausführen kann. Also sie kann eintauchen, sie hat die Bewegung nach vorne und nach hinten und sie hat die Rollbewegung. Und die Rollbewegung ist die gefährlichste, nämlich das macht es aus, dass die Arche kippen kann. Also die muss also vom Kippmoment muss sie optimal sein. So können wir sagen. Jetzt kommt uns das zur Hilfe, das Gesetz von Archimedes. Er hatte gesagt, ein schwimmender Körper verdrängt gerade so viel von der Flüssigkeit, in der er schwimmt, wie er selber wiegt. Nun, das kann man sich hier so an diesem Bild einmal ansehen. Ein Kasten mit der Eintauchtiefe H0, wie es dort steht. Und hier habe ich 2 Größen eingetragen, G und A, die sind gleich. Das heißt, das Eigengewicht der Arche ist bei einem schwimmenden Körper genauso groß wie die Kraft, die ihn nach oben treibt. Also der Auftrieb. Die Auftriebskraft ist also exakt genauso groß wie das Gewicht. Das ist das archimedische Gesetz. Und wir sehen, wenn die Arche jetzt kippt, dann haben wir eine andere Eintauchtiefe, ein anderes Verhältnis und dann sehen wir im Querschnitt so ein Dreieck
Und dieses Dreieck hat exakt dieselbe Fläche wie dort in dem linken Bild, die schraffierte Fläche. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen, worauf es ankommt. Jetzt kommt noch etwas, was wir bezüglich der Schwimmtechnik lernen müssen. Jetzt habe ich hier mal verschiedene Maße eingetragen. Und was uns hier auffällt, ist, wenn jetzt die Arche eine Schieflage hat, dann sehen wir, dass die Auftriebskraft A und das Eigengewicht nicht auf derselben Linie liegen, sondern sind verschoben. Und wir sehen, was passiert, wenn zwei Kräfte, die eine Kraft geht so und die andere geht so. Dann passiert Folgendes: Diese Arche wird wieder aufgerichtet, von ganz alleine. Das ergibt das Schwimmgesetz. Diese Kräfte, dieses Kräfteverhältnis ist also ein Drehmoment und dieses Drehmoment richtet die Arche wieder auf. Also eine ganz wunderbare Eigenschaft, ein wunderbares Naturgesetz, dass so ein schwimmender Körper sich aufrichtet. Und jetzt ist noch ein Punkt wichtig, den ich hier markiert habe, dieser ganz oben, der Punkt M. Und der hat im Schiffbau eine besondere Bedeutung und auch einen Namen, das ist das Metazentrum. Und dann sehen wir noch einen wichtigen Punkt, das ist der Punkt SG, in der Mitte der Arche hier gezeichnet. SG ist die Lage des Schwerpunktes, das ist der Schwerpunkt. Und die verdrängte Wassermenge hat auch einen Schwerpunkt, das ist das mit SA bezeichnete. Und die stehen jetzt, die haben einen Abstand voneinander, der ist unten mit Rho bezeichnet. Dieser Abstand macht also das Drehmoment aus. Jetzt haben wir, die anderen Größen sind im Augenblick nicht so wichtig. Jetzt war so meine Idee, das kannst du alles schnell mal in ein paar Stunden erledigen, weil das ja nur ein Kasten ist. Aber da habe ich mich sehr schnell getäuscht. Als ich dann hier anfing, die Skizze zu machen und für die verschiedenen Eintauchtiefen die Formel hingeschrieben habe, dann merkte ich, das ist nicht in so kurzer Zeit zu machen. Es wurde also plötzlich irgendwie kompliziert, habe ich dann festgestellt. Ich hatte das ja noch nie gemacht, so eine Berechnung. Und dann kommt noch Folgendes hinzu: Für die Schwimmstabilität ist wichtig, dass das Metazentrum oberhalb des Schwerpunktes liegt. Wenn das Metazentrum unterhalb des Schwerpunktes liegt, dann kippt das Ding sofort um. Also wir haben auch eine gute mathematische Beziehung, um auszurechnen, ob eine Arche schwimmstabil ist oder nicht. Und all die Gleichungen habe ich hier mal einfach nur skizziert, dass wir es hier einmal so sehen, dass man das alles berechnen kann. Und als Ergebnis kam dabei heraus, dass für die Schwimmstabilität eine ganz bestimmte mathematische Größe von Bedeutung ist, nämlich der Wert Rho zu B. Das war der Abstand der beiden Kräfte geteilt durch die gesamte Breite der Arche. Das ist also die Kenngröße Rho zu B. Und dann sehen wir, dass diese Kenngröße wieder, das ist das Schöne daran an der Mathematik, man muss sich gar nicht weiter darum kümmern, was da eigentlich passiert. Die Mathematik liefert das ganz automatisch und wir erkennen sofort, das Ganze ist abhängig von B zu H, dann von dem Schwerpunkt des Schiffes, auch durch H definiert. Also es sind alles bezogene Größen. Das heißt also, dieser Ausdruck Rho zu B hat also keine Maßeinheit, also weder Meter noch sonst was. Und das ist sehr angenehm. Daran können wir ersehen, es spielt keine Rolle, wie groß die Arche ist, ob sie doppelt so groß ist, vierfach so groß. Diese Schwimmstabilitätsbedingungen gelten für alle Archen, egal wie groß sie ausgeführt ist. Das gibt uns also natürlich sehr viel Information, mit der wir dann viel anfangen können. Also halten wir nochmal fest, die Schwimmstabilität hängt nur von bezogenen Größen ab, also B zu H, Verhältnis der Breite zur Höhe, dann YG zu H, also YG ist die Schwerpunktslage des Schiffes, dann H0 ist die Eintauchtiefe, H0 zur Gesamthöhe gerechnet und dann dieses eben beschriebenen Wert Rho zu B. Dann haben wir schon all diese Größen und jetzt können wir noch einmal die Bedingung formulieren. Zwei Fälle sind für die Arche zu unterscheiden, also die stabile Bedingung. Und das ist gegeben, wenn das Metazentrum oberhalb des Schwerpunktes liegt. Also nochmal, wenn dieser Punkt M, das Metazentrum, oberhalb des Schwerpunktes der Arche liegt, haben wir eine stabile Schwimmlage. Wenn das unterhalb liegt, sowas darf man nicht bauen, das würde sofort umkippen. Die kleinste Welle stößt das bereits um.
V wäre das Volumen der gesamten Arche. B zu H muss also einen optimalen Wert haben, damit ein wirtschaftlicher Materialeinsatz bei gleichzeitig guter Schwimmstabilität erreicht wird. Und L zu H eben auch so. Die B zu H-Berechnung habe ich ausgeführt und sie führe ich jetzt aus. Die L zu H-Berechnung kann man auch extra durchführen, die ist aber nicht entscheidend. Die B zu H-Berechnung ist deswegen wichtig, weil davon die Rollbewegung abhängig ist. So, und jetzt kann man rechnen und das habe ich dann gemacht. Wir sehen jetzt hier auf dieser Grafik, die wir hier sehen, die erste Arche, die ich berechnet habe. Und zwar habe ich das so gemacht, ich habe alle Winkel eingetragen von 0 bis 90 Grad. Also wenn die Arche direkt schwimmt, machen wir es mal so, so. Und jetzt habe ich alle möglichen Winkel genommen. Jetzt wäre das 0 Grad und bis zu 90 Grad. Bis zu 90 Grad habe ich also alles berechnet, wie die Stabilitätslage dann sein wird. Und jetzt habe ich zunächst mal eine Arche genommen von B zu H gleich 5, also eine sehr flache Arche. Und wir können uns schon von der Anschauung vorstellen, dass eine solche flache Arche sehr stabil ist. Die wird also auf keinen Fall kippen. Und wir sehen jetzt hier, ich habe das berechnet von 0,01 bis zu 1,0. Was heißt das eigentlich? Eintauchtiefe 0,01. Nun, das wäre ein Schiff aus Styropor. Also mit Styropor, das taucht nur ganz, ganz wenig ein, nur 1%. Und was wäre eine Arche mit 1,0? Was ist das für eine Arche? Eintauchtiefe 1,0. Will mal jemand schätzen, was ist das? Ja, genau, das ist ein U-Boot. Ganz genau. Das heißt, dieses Schiff taucht 100% ein. Und was können wir hier anhand der Kurven sehen? Ich hatte keine Ahnung, wie das wirklich ist. Das ergibt alles hier die Mathematik, die wir hier einsetzen. Wir stellen fest, ein U-Boot wäre am stabilsten. Also je tiefer das eintaucht, umso stabiler ist das hier. Und wir sehen aber auch ein Styroporschiff wäre noch stabil, weil Rho zu B nur positive Werte hat. Das liegt alles oberhalb im positiven Bereich. Also wir sehen alle diese Archen, die wir so bauen würden, egal wie hoch wie die Eintauchtiefe wäre, wenn wir das so breit machen würden, das wäre ein Schiff, das wäre immer stabil. Also kann man sagen, möglichst breit bauen, aber das haben wir schon gesehen, möglichst breit, das erhöht den Materialeinsatz ganz immens. Jetzt habe ich mal ein paar andere Archen berechnet, einfach, dass man mal sehen kann, wie die Auswirkung ist, was die mathematischen Kurven ergeben. Stellen wir uns vor, wir nehmen einen quadratischen Querschnitt, also B zu H gleich 1, genauso breit wie hoch. Und wir sehen, das sind jetzt die Stabilitätskurven. Und da sehen wir wieder, das U-Boot ist wieder am stabilsten. Aber wir sehen, das U-Boot wird instabil und ganz besonders instabil, wenn die Winkellage größer wird. Ab 75 Grad oder noch darunter, dann wird das U-Boot instabil. Also die Kurven, die unterhalb der Nulllinie liegen, da haben wir also Instabilitäten zu erwarten. Und dann sehen wir, dass wieder alles dazwischen liegt, von 0,1 bis 1, da sehen wir diese Stabilitätskurven. Auch was man hier erkennen kann, hatte ich keine Ahnung, wie das sein wird, dass sich alle diese Kurven bei 45 Grad schneiden. Also das ist so schön an der Mathematik, es ergibt sich alles von alleine, wenn man nur die Gleichung richtig einsetzt und entsprechend programmiert. Jetzt nochmal einen anderen Querschnitt mit einer anderen Eintauchtiefe und wir sehen, da verändert sich die Lage der Kurven wieder. Im Prinzip sehen sie alle ähnlich aus, aber sie haben eine unterschiedliche Höhe, wie das so im Einzelnen aussieht. Und jetzt nehmen wir mal eine Arche, von der wir mit Gewissheit wissen, dass diese Arche kippt. Und dass sie kippt, das muss sich auch in den Kurven ausdrücken. Das ist tatsächlich der Fall. Wir sehen wieder die Nulllinie dort. Und wir kennen, dass alle diese Eintauchtiefen, die man da berechnet, dass in den meisten Fällen, wie wir sehen, dass die Kurven liegen meistens im
negativen Bereich, also im instabilen Bereich. Das heißt also, alle diese Archen sind instabil. Die würden also sofort kippen. So, jetzt haben wir ein großes Problem. Wir haben schon ermittelt, wann wir den besten Materialbedarf haben, und wir haben auch gesehen, wann wir die beste Stabilität haben. Und leider ist es so, dass diese beiden Forderungen sich widersprechen. Also wenn ich ein Schiff sehr stabil bauen will, also sehr flach machen will, muss ich viel Material einsetzen. Wenn ich es aber materialoptimal machen will, dann müsste ich sie eigentlich höher bauen als breit ist. Das wird man dann natürlich nicht tun. Und jetzt können wir schon sehen, was passiert. Am besten ist irgendwo dazwischen irgendwo eine beste Arche. Es gibt also irgendeine Arche, die möglichst wenig Material einsetzt, aber noch hinreichend stabil ist. Also da haben wir zwei Dinge, die sich widersprechen, und die müssen wir zusammenbringen. Und wie macht man sowas? Man optimiert das mit einem Optimierungsprogramm. Das geht also jetzt nicht mehr in einer geschlossenen Gleichung, sondern man muss das dann auf dem Computer programmieren mit einem solchen Optimierungsprogramm. Und jetzt sehen wir, ich habe hier einen Wert definiert, IS, das ist die integrierte Schwimmstabilität. Was soll das heißen? Diese integrierte Schwimmstabilität ist also ein Wert, der abhängig ist vom Schwerpunkt, von der Schwerpunktshöhe, von der Breite zur Höhe und auch von der Eintauchtiefe. Und das Ganze ist mathematisch ein Integral, das von 0 bis 90 Grad geht. Das muss also, die ganze Fläche muss integriert werden, wie wir sagen. Und dann kommen wir zu Kurven, die wir hier sehen, die wie folgt aussehen. Und wir erkennen hier anhand dieser Grafik, dass die YG zu H, das wäre also die Schwerpunktslage bei 0,3 oder die Schwerpunktslage 0,4 oder 0,5. Eins können wir sofort erkennen, die untere Kurve zeigt also an einen hohen Schwerpunktswert. Also 0,5 würde also bedeuten, der Schwerpunkt der Arche liegt bei 50% der Höhe. Ist das gut oder schlecht? Das ist schlecht, der liegt zu hoch. Man muss also sehen, dass man den Schwerpunkt möglichst tief setzen kann. Und das hatte dieser Mann, der diese Kommentarbibel geschrieben hat, auch erkannt. Er hat also die Tiger und den Elefanten also sehr tief im unteren Geschoss untergebracht. Und damit kriegt man einen tiefen Schwerpunkt. Und das sehen wir an dieser Kurve hier, wenn ich 0,3% also oder 30% Eintauchtiefe habe, dann ist das hier eine Kurve, die also höher ist. Die hat also eine höhere integrierte Schwimmstabilität. Oder um es mit ganz einfachen Worten zu sagen, wir sehen, wenn der Schwerpunkt tiefer kommt, wird die Sache immer stabiler. Das ist sehr vorteilhaft, den Schwerpunkt möglichst tief zu setzen. Das drückt diese Kurve aus. Einfach eine mathematische Berechnung dieser Dinge. Und jetzt denken wir nochmal zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Wir haben jetzt am Anfang gesagt, der Materialbedarf, das ist die Kurve rechts. Ja? Die rechte Kurve, wenn wir es noch in Erinnerung haben, das war der Materialbedarf. Und oben, wenn wir, also jetzt im rechten Bild, das Maximum dort oben, das wäre also eine Arche mit dem geringsten Materialbedarf. Und jetzt sehen wir, wir müssen jetzt diese beiden Forderungen kombinieren. Also die Schwimmstabilität, eine gute Schwimmstabilität mit einem geringen Materialbedarf. Und wie macht man das in der Mathematik? Man macht es in der Weise, dass man beide Kurven miteinander multipliziert. Also die integrierte Schwimmstabilität mit dem Materialbedarf, das wird multipliziert. Und da sehen wir jetzt im unteren Bild, da haben wir die Kurve F2 und auch die Schwimmstabilität, die integrierte Schwimmstabilität F1. Und jetzt werden die beiden Kurven multipliziert und dann sehen wir, was kommt da raus? Diese Kurve F3. Und da können wir jetzt sehen, diese Kurve hat ein Maximum. Also, jetzt wissen wir ganz genau, was zu tun ist, wenn wir diesen Punkt erwischt haben, das Maximum von dieser Kurve, das ist die allerbeste Arche, die man überhaupt bauen kann. Also aus
allen Kenntnissen über Mathematik, über Naturgesetze, über alle diese Dinge, wenn man diese Arche da nun finden kann. Nun, das kann man alles berechnen, das habe ich alles gemacht. Wie gesagt, das geht also dann nachher nur noch mit Computern. Und jetzt sehen wir hier, wie das aussieht in den Kurven. Das sind jetzt die Ergebniskurven, das ist also diese Kurve, die beide Kurven multipliziert. Die integrierte Schwimmstabilität multipliziert mit dieser Q-Funktion. Und das Ganze ist abhängig von B zu H. Und jetzt sehen wir, jetzt ist das hier berechnet für verschiedene Eintauchtiefen. Jetzt habe ich in der Literatur einfach mal geschaut, wie ist das bei Holzschiffen, wo liegt das ungefähr, wo liegt die Eintauchtiefe, wie kann man das sehen? Und da habe ich also dann rausgefunden, einen Wert von 0,28, also 28% Eintauchtiefe. Und wenn wir jetzt da das Maximum nehmen und den Punkt runterloten, dann kommen wir auf den Wert, den wir dort sehen, 1,667, wenn man es genau abliest. Und was ist das? Das ist genau das Verhältnis von 50 zu 30. Also 50 Ellen hoch, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Dieses Schiff also sehen wir hier, was wir jetzt hier so ermittelt haben, das wäre die allerbeste Arche, die man bauen kann. Das heißt also, das Ergebnis ist wie folgt. Wenn wir diese Maße nehmen, das habe ich ja aus der Bibel entnommen, die Maße aus der Bibel geben uns also, stellen wir fest durch Berechnung, es sind ingenieurmäßig die besten Maße, die es gibt. Das ist ein schönes Ergebnis, und zwar ist das natürlich sehr vertrauensvoll bezüglich der Bibel. Das heißt, wir können also die Dinge, die die Bibel uns sagt, auch mit den Mitteln modernster Technik und Computern nachrechnen und stellen fest, diese Maße sind nicht zu verbessern. Das heißt, wir können daraus sehen, der Noah hat sich das also nicht einfach ausgedacht, das konnte er gar nicht, der konnte das gar nicht abschätzen, er hatte gar keine Möglichkeiten, das aus ingenieurmäßiger Sicht zu berechnen. Er war ja auch einfach ein Nomade, ein Viehzüchter und so weiter, aber nicht ein Schiffbauer. Aber das hat Gott ihm gegeben und so hat er das gemacht. Und so kam er zu dieser Arche. Schauen wir uns eine solche Arche nochmal an, wenn wir das bei verschiedenen Eintauchtiefen uns ansehen. Wir haben ja das Computerprogramm und können das alles durchrechnen, nämlich das B zu H 50 zu 30 Programm. Und wir stellen fest, alle diese Archen, die wir dort bauen könnten, die sind im Prinzip alle stabil. Sie sind alle schwimmstabil. Nun, das U-Boot, wie wir sehen, das geht einmal ganz kurz unterhalb der Nulllinie. Und damit sehen wir, das U-Boot würde also bei großen Eintauchtiefen, das wäre also dann dahin unstabil. Aber sonst komplett, die Kurve ist vollständig, also die Arche, die so gebaut wird, ist vollständig stabil. Nämlich dieses 50 zu 30 Verhältnis. Hat eine gute Stabilität und einen wirtschaftlichen Umgang mit dem Material. Also ganz hervorragend, wie die Bibel uns das genau berichtet. Jetzt haben wir sicher alle schon gehört davon, dass in der Theologie gesagt wird, da gibt es ja das Gilgamesch-Epos in Babylon. Und wir schauen einmal, was dort steht. Und die Aussage der modernen Theologen oder der kritischen Theologen ist, dass sie sagen, das Gilgamesch-Epos ist älter als die Bibel und so wurde dann von der Bibel von dem Gilgamesch-Epos abgeschrieben und auf diese Weise kam also die Idee von der Arche in die Bibel hinein. Aber schauen wir einmal, was dort steht im Gilgamesch-Epos. Da heißt es, das Schiff, das du bauen sollst, soll diese Abmessung haben. Gleich sollen sein die Länge und die Breite. Je 120 Ellen waren seine Wände hoch, je 120 Ellen die 4 Kanten seiner Decke lang. Ich entwarf seine Räume und fügte sie dann zusammen. 6 Zwischenböden lege ich an, 7 Stockwerke teilte ich ein. Und diese Arche, die dort beschrieben wird, können wir ja mal zeichnen. Und jetzt können wir sehen, wie diese aussieht. Das ist die Gilgamesch-Arche. Wir sehen 7 Decks. Das heißt also, können wir schon gleich sagen, der Schwerpunkt wird sehr hoch liegen. Und wenn das ein Würfel ist, wie wir hier sehen, so lang wie breit wie hoch, da haben wir schon alle jetzt das Gefühl bekommen, anhand der Kurven, was wäre das für eine Arche?
die wäre höchst instabil. Also die kullert einfach nur im Wasser. Also ständig Land unter Land aufwärts, nicht wahr? Alle Tiere würden gemischt, das wäre bald Fleischsalat. So kann man sich das irgendwie vorstellen. Also das passt gar nicht. Und wir sehen, wie kommt eigentlich so ein Gilgamesch-Epos zustande? Nun ganz einfach. Die Originalarche war die, die in der Bibel beschrieben wird. Das ist die Originalarche. Das war ein so gewaltiges Ereignis, was Noah mit seinen Kindern erlebt hat, dieses einschneidende Erlebnis dieser Flut und wie das alles weiterging. Und natürlich haben die das weitererzählt, den Kindern und Kindeskindern und so weiter. Und die Völker, die dann daraus entstanden sind, haben diese Idee von einem Schiff, das da unterwegs war und irgendwie zur Rettung der Tierwelt diente, ist dann immer wieder weitergegeben. Und wir finden diese Geschichte wieder bei den Indianern in Nordamerika, sogar bei den Aborigines in Australien gibt es eine solche Aussage, aber das ist natürlich total verfälscht und weit weg von dem, was die Bibel sagt. Nur das Grundlegende ist erhalten geblieben, dass es ein solches Ereignis, eine solche Katastrophe gegeben hat. Das hat sich einfach weiter übertragen. So, unsere erste Schlussfolgerung, die wir jetzt ziehen, heute, das heißt einige tausend Jahre nach dem Bau der Arche, benutzen wir Naturgesetze und schnelle Computer, um den wirtschaftlichen Materialeinsatz kombiniert mit der optimalen Schwimmstabilität zu finden. Zweitens, wir können sagen, die besten Parameter, die wir für den wirtschaftlichen Materialeinsatz bei gleichzeitig guter Schwimmstabilität gefunden haben, stimmen genau mit den Werten überein, die wir in der Bibel vorfinden. Dritte Schlussfolgerung, dies widerlegt die Behauptung vieler Theologen, dass das babylonische Gilgamesch-Epos vor der biblischen Quelle existierte und die Bibel beeinflusste. Das ist sehr wichtig. Manchmal hat man mit kritischen Theologen sehr zu kämpfen und sie kommen mit irgendwelchen Texten und dann ist das ein langes Diskutieren um Texte. Die beste Methode ist, wenn wir mathematisch argumentieren können. Und da müssen Sie meistens aufhören mit Ihrer Argumentation. Und dies hier ist unwiderlegbar. Das ist das Wichtige, Naturgesetze sind nicht zu widerlegen. Die Naturgesetze sind von Gott installiert. Die Naturgesetze sind gültig, können wir sagen, nach Abschluss der 6-Tage-Schöpfung. Und eine vierte Schlussfolgerung, unsere wissenschaftlichen Berechnungen haben ergeben, dass die Gilgamesch-Arche zwar materialsparend ist, aber äußerst instabil im Wasser liegt. Und Nummer 5, als weitere wichtige Schlussfolgerung halten wir fest, zu der langen Liste der wissenschaftlichen Entdeckungen, die die Gültigkeit der Bibel bestätigen, können wir aufgrund unserer Berechnungen einen weiteren bedeutsamen Baustein hinzufügen. Alles, was wir näher untersuchen an der Bibel, bringt das Ergebnis, dass die Bibel absolut zuverlässig ist. Wir können wirklich allem glauben. Und Paulus ist uns ein gutes Vorbild, indem er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Apostelgeschichte 24, 14. Das ist eine gute Basis, auch für uns. Wir können mit gutem wissenschaftlichen Gewissen oder auch wissenschaftlichen Gewissen sagen, wir können der ganzen Bibel glauben. Sie ist wirklich vertrauensvoll und sie ist auch von Jesus autorisiert, die ganze Bibel. Denn in Johannes 17, Vers 17 betet er, dein Wort ist die Wahrheit. Und Jesus selbst hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Also wenn er uns etwas sagt, dann ist das absolut verbindlich, dann ist das wirklich Wahrheit pur. Und wir sehen, das passt alles gut zusammen, alle diese Aussagen, die die Bibel macht und wie Jesus das bestätigt, dass wir wirklich in großem Vertrauen der ganzen Bibel glauben können. Und da sollte auch jeder Christ hinkommen zu dem Punkt, dass wir alle Nebenideen, die sich eingeschlichen haben, wie wir es vorhin gehört haben, die theistische Evolution und alles Sonstige, was sich auf dem Wege so einsammelt an Lehren, die zur Bibel nicht passen, dass wir sie einfach schlichtweg über Bord werfen. Das gehört in die große Mülltonne der Weltgeschichte und hat keine Existenzberechtigung. Das ist sehr wichtig, dass wir das mitnehmen, dass wir der ganzen Bibel glauben können.
Vielleicht nochmal ergänzend zu der Schöpfung. Wir haben das ja vorhin auch gehört in dem Vortrag von Bruder Nestvogel, dass wir wirklich auch der 6-Tage-Schöpfung vertrauen können. Dazu möchte ich eine ganz kurze Überlegung machen, die jeder sofort nachvollziehen kann. Stellen wir uns vor, da sind 2 Studenten und die bekommen eine mathematische Aufgabe, die sie lösen sollen. Und der eine ist hochintelligent und der andere, nun gut, der ist gerade soeben noch durchs Abitur durchgekommen. Und beide bekommen dieselbe Aufgabe. Wer ist eher fertig? Na, der Intelligente, nicht wahr? Der wird das viel schneller schaffen. Und jetzt können wir uns überlegen, wenn jetzt ein anderer Student wäre, der vielleicht doppelt so intelligent wäre. Nun, der würde die Aufgabe noch schneller lösen, stimmt's? Und wir sehen schon, wenn wir eine solche Kurve zeichnen würden, was würde passieren? Je mehr Intelligenz vorhanden ist, umso schneller löst man die Aufgabe. Und diese Kurve können wir schon schnell erkennen, die Mathematiker und uns, die ahnen schon, was jetzt kommt, das ist eine Hyperbel. Eine Hyperbel ist eine solche Kurve, die sich an die y-Achse asymptotisch anschmiegt und auch an die x-Achse. Die geht also, und auf der y-Achse haben wir die Intelligenz aufgetragen und diese Hyperbel, die geht asymptotisch gegen die y-Achse. Was können wir daraus schließen? Wenn jemand unendlich intelligent ist und unendlich viel Macht hat, wie viel Zeit braucht er dann für die Schöpfung? Wie viel? 0 Sekunden. Okay? Klare Mathematik. 0 Sekunden. Das heißt also, die Bibel sagt uns, der Schöpfer ist allmächtig und allwissend. Also hat alle Informationen, alle Macht, alles hat er. Das heißt, auf dieser Kurve finden wir ihn wieder bei t gleich 0. Bei einem unendlichen Wert. Das heißt, er kann die ganze Schöpfung, die wir beobachten, mit den 10 hoch 25 Sternen im Universum und alles, was wir hier sehen, kann er schaffen aufgrund seiner Macht und seiner Vollmacht und seines Wissens in wie viel Sekunden? In 0 Sekunden. Okay? Kann er. Hat aber nicht gemacht. Er hat sich unglaublich viel Zeit gelassen, nämlich 6 Tage. Stellen wir uns das mal vor, wie viel das ist. 6 Tage, so unglaublich viel mehr. Und warum hat er das so gemacht? Warum hat er sich so viel Zeit gelassen? Aus einem einfachen Grunde. Er wollte uns damit sagen, weil wir 6 Tage arbeiten sollen und am 7. Tag ruhen sollen, wollte er uns eine Analogie geben. Aber wenn Gott eine Analogie gibt, dann ist das Wirklichkeit. Und darum hat er 6 Tage dafür eingesetzt. War gar nicht nötig, um uns eine Analogie zu geben, wie wir es handhaben sollen, 6 Tage arbeiten, am 7. Tag ruhen. Also wir sehen, dieses ganze Gerede von den Millionen Jahren schmilzt in sich zusammen. Behalten Sie das fest, diese Hyperbel, dann haben Sie nie wieder Probleme mit der Evolution, mit den Zeiten, sondern sind Sie 100%ig bei der Schöpfung angelangt. Aber jetzt kommt noch etwas hinzu. Diese schöne Hyperbel sagt uns noch etwas Schönes aus und darum ist das eine schöne Kurve. Die geht ja auch asymptotisch gegen die x-Achse. Und da ist ja die Zeit aufgetragen. Und die geht ja gegen unendlich. Wenn ich also 0 Intelligenz habe, also auf der y-Achse 0, die Materie hat 0 Intelligenz, kann sich nichts ausdenken, 0 Intelligenz. Wie lange braucht die Materie, also von selbst etwas schaffen zu können? Unendlich viel Zeit. Oder anders ausgedrückt, es kann von der Materie nichts entstehen. Durch Evolution kann nichts entstehen. Also anhand dieser einfachen Kurve können Sie das alles ablesen. Das ist doch genial. Wie unser Schöpfer uns das zeigt. Und ich bin auch so dankbar, dass er uns auch die Mathematik gegeben hat, um bestimmte Dinge auch am Worte Gottes und auch zum besseren Verständnis uns zu geben, damit wir Klarheit bekommen. Und in der Mathematik gibt es Klarheit. Das ist gut. Es gibt überhaupt nur 3 Dinge, wo wir Klarheit haben, wo man beweisen kann. Beweise gibt es nur in 3 Bereichen. In der Mathematik, den Satz von Pythagoras kann niemand widerlegen. Dann durch die Naturgesetze kann auch niemand widerlegen. Und dann noch das Wort Gottes, das kann auch niemand widerlegen. Jesus sagte, dass die Schrift nie gebrochen werden kann. Das sind die 3 ganz, ganz festen Standpunkte, die wir haben in dieser Welt, die unwiderlegbar sind. Und das ist ganz großartig.
dass der Herr uns das gegeben hat. Vor allen Dingen sein Wort ist auch nicht widerlegbar. Wir haben so viel zu danken für unseren Herrn und das möchte ich auch tun mit einem abschließenden Gebet. Ja, es ist schön, wenn wir dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar für dein kostbares Wort. Und je mehr wir uns mit deinem Wort beschäftigen, umso deutlicher stellen wir fest, es ist alles Wahrheit pur. Es stimmt alles, was du gesagt hast. Auch wenn es uns im ersten Moment noch so unwahrscheinlich erscheint, aber doch bist du der ewige, allmächtige Gott. Und du hast durch den Herrn Jesus, deinen Sohn und unseren Herrn, alles geschaffen, was wir sehen. Dafür sind wir dir dankbar und immer wieder neu dankbar. Und ich bin sicher, in alle Ewigkeit sind wir dir dankbar dafür. Wir danken dir für dieses Wissen, für dein Wort, das unverbrüchlich ist und das uns auch durch die Zeiten hindurchbringt, weil es feststehend ist und durch niemand gekippt werden kann. So wollen wir uns ermutigen, an deinem Wort festzuhalten und wenn wir noch nicht dort sind, dass wir durchbrechen zum vollen Glauben, dass wir deinem Wort und dir glauben. Lob und Dank sei dir, du unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Ich habe hier noch so ein kleines Heft für die Mathematiker. Wer das einmal nachrechnen will, nochmal prüfen will, was ich eben hier kurz erklärt habe, das ist hier in diesem Heft und da liegen einige Exemplare hier. Die kann man also so einfach mitnehmen und zu Hause nochmal alles durchrechnen. Sehr gut. Wir hätten noch 2 Minütchen und ich denke, die würde ich gerne nutzen, lieber Bruder Gitt, um Ihnen vielleicht noch 1, 2 Fragen zu stellen, bevor wir in die Kaffeepause gehen. Wie alt sind Sie jetzt? 82. 82 junge Jahre und ich denke, Bruder Gitt hat wirklich die Zeit ausgekauft. Wie lange folgen Sie dem Herrn nach schon? Ich habe mich mit 35 bekehrt nach einer Evangelisation in der Stadthalle in Braunschweig. Das hat mich umgehauen, was da gesagt wurde über Jesus. Und es wurde gesagt, folge diesem Jesus, das wird dein Leben verändern. Und ich hatte gedacht, das tue ich. Diesem Ruf bin ich gefolgt und ich habe nicht geahnt, was Gott dann mit so einem Leben dann macht. Ich bin inzwischen auf allen 5 Erdteilen dieser Welt gewesen mit dieser besten Botschaft, die es gibt. Und der hat mich dort geführt, überall hin. Ich habe nicht ein Semester Theologie studiert, aber ich habe die Bibel studiert. Und das hat mich unglaublich bereichert und hat mir sehr viele Gedanken gegeben, die ich nirgendwo anders finden kann. Und das kommt natürlich dann gut zusammen, wenn man eine Wissenschaft studiert hat, wo man sich auskennt. Bei mir ist das insbesondere in Informatik gewesen, die mir das also auch so vom Fachlichen her ermöglicht hat, aber immer in der Kombination mit der Bibel und man kann wirklich der ganzen Bibel in allem vertrauen. Das ist das Zeugnis meines Lebens. Hatten Sie jemals irgendwo eine rationale Schwierigkeit, irgendetwas aus der Bibel nachzuvollziehen oder zu glauben? Die größte Schwierigkeit war, als ich mich bekehrt hatte, dass ich ja auch den Kopf voller Evolution hatte. Und in der Bibel habe ich aber gelesen, dass Gott in 6 Tagen alles gemacht hat. Und das gab für mich einen ziemlichen Konflikt. Und dann habe ich gesagt, diesen Konflikt will ich lösen. Ich fand auch kein Buch, in dem das erklärt war. Und darum habe ich mich also jahrelang mit dem Informationsbegriff beschäftigt und dann auch im Laufe der Jahre diese 4 Naturgesetze der Information herausgefunden. Und das, was ich gestern vorgetragen habe, ist das Ergebnis dieser Anfechtung, die ich selbst gehabt habe. Und diese Anfechtung, die dann auch dieses Ergebnis gebracht hat. Und darum bin ich jetzt absolut gewiss, die Bibel stimmt in allem. Wer vom Publikum hat schon mal ein Buch von Werner Gitt gelesen oder teilweise? Wer hat schon mal eine Predigt gehört oder gesehen? Sie sehen, Bruder Gitt, Ihr Leben hat Spuren getragen. Wir wünschen Ihnen noch viele Jahre Gesundheit und Gottes Segen, dass der Herr Sie gebrauchen kann. Ganz herzlichen Dank. Ja, eine gute Pause noch. Ja.